Kürzlich war hier in Hollywood wieder Oscar-Verleihung. Und ganz ehrlich, was mir am meisten aufgefallen ist, sind die vielen Stars, die plötzlich extrem mager daherkommen. Das Geheimnis dahinter kennt mittlerweile fast jeder, die sogenannte Abnehmspritze. Aber das ist längst nicht nur ein Hollywood-Thema. Auch in der Schweiz sind diese Mittel angekommen. Weil bei uns ist mittlerweile fast jeder zweite Erwachsene übergewichtig. Ich habe mich darum gefragt, ob Ozempic und Co. wirklich eine echte Lösung ist oder eher ein neues Risiko darauf suchen. Wer bis zum Schluss zuschaut, wird wissen, was die Hersteller versprechen, wie die Spritzen im Körper überhaupt funktionieren, welche Risiken oder Nebenwirkungen es gibt, wer von diesem Trend überhaupt profitiert, ob es natürliche Alternativen gibt und zum Schluss dann noch meine ehrliche Meinung dazu. Ciao zusammen von unten hier. Herzlich willkommen zum neuesten Beitrag. Ein Steinwurf weg vom roten Teppich in Hollywood, sozusagen. Übergewicht ist längst nicht nur ein Problem der USA. Vor 2 Jahren hat das BAG darum einzelne von diesen Abnehmprodukten in die Grundversicherung aufgenommen, obwohl das die Krankenkassen Hunderte Millionen kostet. Die Überlegung dahinter, lieber heute einer übergewichtigen Person die Spritze zahlen, wenn man dafür später teure Folgekrankheiten wie Herzinfarkt, Diabetes oder Gelenkschäden vermeiden kann. Das alles ist doch Grund genug für von unten bei diesen Abnehmen-Wundermitteln ein bisschen näher herzuschauen. Als erstes wollte ich wissen, wie die Produkte eigentlich auftauchen. Spannend ist übrigens, die Grundlage für diese Medikamente ist schon in den 90er Jahren im Gift von der Gila-Krusten-Echs entdeckt worden. Forscher haben dort drin ein Molekül gefunden, das ähnlich wirkt wie unser eigenes Sättigungshormon, aber das eben viel länger im Blut aktiv bleibt. Daraus ist im 2005 das erste Medikament gegen Diabetes entstanden. Und dann später daraus eine ganze Generation von Abnehmspritzen. In den USA hat vor allem Ozempic für einen grossen Durchbruch gesorgt. Es basiert auf dem Wirkstoff Semaglutid und ist ursprünglich gegen Diabetes entwickelt worden. Dabei haben sie dann beobachtet, dass viele Patienten nebenbei auch Gewicht verloren haben. Aus genau dieser Beobachtung ist später Wegovy entstanden. Dort hat es auch Semaglutid drin, also der gleiche Wirkstoff wie Ozempic. Der Unterschied ist, Wegovy wird höher dosiert und ist gezielt für die Gewichtsreduktion zugelassen worden. So ist aus einem Diabetesmedikament plötzlich ein Produkt zum Abnehmen geworden. Mounjaro gehört schon zur nächsten Generation von diesen Medikamenten. Es beinhaltet den Wirkstoff Tirzepatid. Der Unterschied ist, hier wird nicht nur ein Sättigungssignal nachgemacht, sondern gerade 2. Das Versprechen der Hersteller tönt dabei ziemlich verlockend. Weniger Hunger, schneller satt und darum weniger essen. Und als Folge davon Gewicht verlieren. Bubi einfach, sagt das Ganze. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, Versprechen können Hersteller noch viel. Aber, und das ist jetzt noch bemerkenswert, verschiedene Studien stützen diese Versprechen ziemlich klar. In der grossen Step-1-Studie mit Semaglutid liegt der durchschnittliche Gewichtsverlust nach 68 Wochen bei rund 14,9%. In der Surmount-1-Studie mit Tirzepatid liegt er je nach Dosis nach 72 Wochen bei rund 16 bis 22,5%. Das ist eine Grössenordnung, die früher eher mit stärkeren Eingriffen verbunden war, zum Beispiel mit einem Magenband. Zusammengefasst über die Marketingversprechen könnte man also sagen, die Hersteller versprechen viel. Aber die Studien liefern tatsächlich Resultate, die für viele Menschen wie nach einem medizinischen Durchbruch tönen. Sapperlot. Wie wirken denn die überhaupt im Körper? Das war meine nächste Frage. Ganz einfach gesagt geht die Spritze nicht direkt hinter das Fett, sondern sie setzt dort an, wo in unserem Körper Hunger und Sättigung gesteuert werden. Im Körper gibt es Signale, die uns das Gefühl geben, wir haben Hunger oder wir haben genug.
Signalweg 1 sorgt dafür, dass wir weniger essen und weniger speichern. Signalweg 2 sorgt dafür, dass wir mehr essen und mehr speichern. Menschen, die von Natur aus eher schlank sind, senden stärker Signale über den Signalweg 1. Sie müssen ihrem Körper nicht bewusst sagen, was er tun soll. Er macht das von selbst. Bei übergewichtigen oder bereits leicht übergewichtigen Menschen ist dieser Signalweg 1 weniger aktiv. Die Wirkstoffe dieser Medikamente greifen genau hier ein. Sie aktivieren Signalweg 1, verstärken das Sättigungsgefühl und reduzieren den Hunger. Gleichzeitig wird Signalweg 2 unterdrückt. Die Wirkstoffe dieser Spritzen haben aber noch einen zweiten Effekt. Ein Effekt dieser Medikamente ist, dass sich die Nahrung im Magen-Darm-Trakt langsamer bewegt. Das bedeutet, wenn du etwas isst, bleibt es länger im Körper. Man kann sich das so vorstellen. Du frühstückst und das Essen wird nur sehr langsam verdaut. Was passiert dann mittags? Du bist wahrscheinlich immer noch ein bisschen satt. Die Mayo-Klinik beschreibt das so: Die Medikamente ahmen die Wirkung eines Hormons nach, das GLP-1 heißt. Ärzte sagen, dass diese GLP-1-Wirkstoffe den Hunger dämpfen, die Verdauung verlangsamen und dadurch dafür sorgen, dass man schneller und länger satt ist. Und genau deshalb isst man am Ende weniger. Die Leute haben also wegen dem Medikament nicht einfach mehr Disziplin. Aber man hört vielfach, dass gesagt wird, sie haben einfach weniger Appetit. Zusammengefasst könnte man sagen, dank der Spritze hat man weniger Hunger, hat schneller genug und man fühlt sich länger voll. Das führt dazu, dass es für viele Menschen einfacher wird, weniger zu essen. Und darum kommt ja das Gewicht oben an. Die nächste Frage liegt für mich damit eigentlich auf der Hand. Wo es viel Licht gibt, hat es auch ein bisschen Schatten. Etwa in diesem Fall. Wenn man zuerst nur auf die offiziellen Angaben schaut, dann tönen die möglichen Nebenwirkungen relativ überschaubar. In den US-Fachinformationen werden vor allem Beschwerden aus dem Magen-Darm-Bereich beschrieben. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen und Verstopfung. Bedenklicher ist der nächste Punkt. Beim Abnehmen mit diesen Spritzen geht offenbar nicht nur Fett verloren, sondern auch Muskelmasse. Eine Auswertung aus der Step-1-Studie beschreibt ausdrücklich, dass nicht nur Fett verschwindet. Der Gewichtsverlust kommt auch durch Abbau von Muskelmasse zustande. Bei diesen Medikamenten kommt es auch zu einem deutlichen Verlust von sogenannter fettfreier Masse, also vor allem Muskelmasse. Grundsätzlich ist es so, wenn man viel Gewicht verliert, verliert man immer einen Teil Fett, aber auch einen Teil Muskelmasse. Die entscheidende Frage ist deshalb, wie groß ist der Anteil, der von der Muskulatur kommt. Denn Muskeln sind der Teil des Körpers, der aktiv Energie verbraucht. Und genau darum ist es wichtig, diesen Verlust so gut wie möglich zu begrenzen. Das erklärt darum auch der sogenannte Rapid Rebound, also die schnelle Wiederzunahme nach dem Absetzen des Medikaments. Die grossen Studien zeigen ziemlich klar, wer das Medikament stoppt, nimmt häufig auch wieder zu. Weil, wenn nämlich durch die Spritze auch Muskelmasse verloren geht, dann fehlt dem Körper Stoffwechsel aktive Masse. Das heisst, der Grundumsatz ist tiefer als noch vor der Behandlung. Wer das Medikament absetzt und zu den früheren Essgewohnheiten zurückgeht, hat darum vielfach nicht nur das verlorene Gewicht schnell wieder zurück, sondern ist dann möglicherweise sogar noch schwerer als vorher. Das Problem entsteht oft am Ende einer Diät, wenn man zwar Gewicht verloren hat, aber relativ wenig Muskelmasse übrig bleibt. Dann hat man weniger stoffwechselaktive Masse im Körper. Und genau das macht es schwieriger, das tiefe Gewicht zu halten. Sobald man wieder so isst wie vorher, nimmt man schneller wieder zu. Der Körper verbrennt einfach weniger Energie als zuvor. Und genau deshalb ist das ein Problem. Darum gilt, man sollte versuchen, möglichst viel Muskelmasse zu erhalten. Jetzt gibt es aber noch ernsthaftere Warnhinweise. In den offiziellen FDA-Unterlagen werden auch noch grössere Risiken beschrieben. Zum Beispiel Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, Nierenprobleme wegen starkem Flüssigkeitsverlust, heftige Magen-Darm-Beschwerden und bei gewissen Patienten auch Probleme mit den Augen oder allgemeinem Schauen.
every medication. Jedes Medikament hat auch Nachteile und bei diesem hier sind die Nebenwirkungen bekannt. Ein Punkt ist, dass man überdurchschnittlich viel Muskelmasse verlieren kann. Das kann den ganzen Körper schwächen und genau diese Schwäche ist etwas, das im Alter zu einer deutlich schlechteren Lebensqualität führen kann, im schlimmsten Fall sogar zu einem frühen Tod. Zudem gibt es Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Schilddrüsenkrebs. In den offiziellen Angaben stehen auch weitere Risiken, zum Beispiel Probleme mit den Nieren, Entzündungen der Bauchspeicheldrüse und andere mögliche Nebenwirkungen. Am Ende gilt, jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Beim Thema Magenlähmung ist die offizielle Wortwahl vorsichtig. Klar ist, diese Medikamente verlangsamen bewusst die Verdauung. Das gehört zur Wirkung. Gleichzeitig wird aber von stärkeren Magen-Darm-Problemen gewarnt. Darum hört man dann von Gesundheitsfachleuten etwa auch das Wort Magenlähmung. Ein Punkt, von dem viele schon gehört haben, ist die sogenannte Gastroparese. Vereinfacht gesagt bedeutet das, der Magen arbeitet stark verlangsamt oder teilweise wie gelähmt. Das kann verschiedene Gründe haben, zum Beispiel eine hohe Dosierung, eine längere Anwendung oder auch individuelle Unterschiede im Körper. Bei manchen Menschen kommt es dazu, dass die Verdauung sehr stark gebremst wird. Der Magen entleert sich dann kaum noch. Wichtig ist, das Gewebe ist dabei nicht kaputt, aber die Signale, die den Magen normalerweise antreiben, sind so stark gedämpft, dass kaum noch Bewegung stattfindet. Und in einigen Fällen kann sich diese Funktion nur schwer oder gar nicht mehr vollständig erholen. Also, zusammengefasst könnte man sagen, ob man sich davon abschrecken lässt, muss wahrscheinlich jeder für sich entscheiden. Klar ist aber, diese Spritzen sind unter Umständen nicht einfach nur ein harmloser Trick zum Abnehmen. Wie bei jedem Thema hat mich noch interessiert, cui bono, wer profitiert? Einfach, dass wir auch das sauber angeschaut haben. Wer an diesem Boom am meisten verdient, ist ziemlich klar. Novo Nordisk aus Dänemark und Eli Lilly von den USA. Novo Nordisk steht hinter Ozempic und Wegovy, Eli Lilly hinter Mounjaro und Zepbound. Bei Eli Lilly haben Mounjaro, wenn ich es sagen kann, und Zepbound im ersten Quartal 2025 rund 6,1 Milliarden $ Umsatz eingebracht. Bei Novo Nordisk haben Ozempic und Wegovy im gleichen Quartal rund 7,3 Milliarden $ ausgemacht. In einem Quartal, also in 3 Monaten. Wie wichtig das Abnehmgeschäft ist worden, sieht man auch am Börsenwert. Eli Lilly hat im November 2025 als erste Pharmabude über $1 Billion Wert an der Börse. Im Vergleich dazu hat der Schweizer Pharmagigant Roche im Februar 2026 rund 263 Milliarden Franken Börsenwert gehabt. Oder anders gesagt, Eli Lilly spielt im Moment ihre eigene Liga. Spannend ist auch, wie unterschiedlich die Medikamente in den USA und in der Schweiz verkauft werden. In den USA läuft ein grosser Teil über Online-Kanäle. Menschen lassen sich online beraten, bekommen ein Rezept und bestellen dann das Medikament direkt zu sich heim. Viele zahlen das selber aus dem eigenen Portemonnaie und nicht über eine Versicherung. Novo Nordisk hat zum Beispiel Anfang 2026 gezeigt, dass die neue Wegovy-Pille in den USA zu rund 90% über so Selbstzahler und Online-Kanäle laufen. In der Schweiz läuft es deutlich strenger. Es braucht immer ein Rezept vom Arzt und das gibt es nur für Leute, die deutlich übergewichtig sind. Vor Grundversicherung gezahlt werden vor allem Wegovy und Saxenda. Und seit dem 1. Jänner 2026 auch Mounjaro, falls die Info stimmt, die ich gehört habe. Item. Die Kosten in der Schweiz werden nur übernommen unter klaren Bedingungen. Ärztliche Verschreibung und auch nur für eine begrenzte Zeit. Ozempic ist zwar bekannt, ist in der Schweiz aber vor allem als Diabetesmedikament zugelassen. Zum Schluss noch kurz ein Preisvergleich. Ich schätze, Wegovy kostet in der Schweiz als Selbstzahler etwa 180 Franken pro Monat, hier in Amerika rund etwa $350. Als letztes wollte ich noch wissen, ob es denn nicht noch natürliche Alternativen gäbe.
So wie ich das verstehe, imitieren diese Spritzen das körpereigene Sättigungssignal, GLP-1. Eine logische Folgefrage ist darum, wie könnte man den Körper dazu bringen, das Signal selber stärker zu produzieren. In diesem Zusammenhang wird ein bestimmtes Darmbakterium erwähnt, Akkermansia. Der Dr. Mercola beschreibt das als möglichen Weg, um GLP-1 natürlich zu stimulieren. Ein möglicher Weg, um das Darmbakterium zu fördern, sind zum Beispiel Beere, Knoblauch oder Spargel essen. Aber, und das ist der Knackpunkt, die wirken am besten, wenn man sie mit einer natürlichen Ernährung kombiniert. Das heisst, wenn man möglichst wenig industriell verarbeitete Esswaren isst. Scheint's. Aber es ist klar, das ist keine schnelle Wunderlösung. Es wirkt langsamer, indirekter und weniger planbar als eine Spritze. Ja gut. Und dann zum Schluss, wie gäng, noch meine ehrliche Meinung zum Thema. Die Frage, die sich mir am Schluss von diesem Thema stellt, ist gar nicht unbedingt, ob diese Spritze wirkt oder nicht. Dass sie für viele am Anfang funktioniert, kann man glaube ich schon sagen. Ob es langfristig die beste Lösung ist, muss dann halt jeder mit sich selber auskäsen. Was ich mich frage, ist, wieso das BAG gefühlt so wenig in echte Aufklärung über Ernährung investiert. Wieso hört man vergleichsweise wenig über die Rolle von stark industriell gefertigten Esswaren in der Gesundheit? Es macht Gattung, dass man auch bei diesem Thema eher Symptome bekämpft, anstatt möglichst die Ursachen mit dem gleichen Schwung anzupacken. Aber, was weiss ich schon als ehemaliger Badmeister? Et voilà! Dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Merci vielmals an alle, die mich mit einer Spende unterstützen. Ohne euch könnte ich nicht alle Wochen mit einem neuen Video antraben. Darum nochmal einen herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet die Spendeninfos unter www.vogunten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Also, merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss.